Oh. Drücke einen beliebigen Knopf. Abenteuer. Das Donri-Duell. Was ist das? Stelle in diesem Rennen gegen die Zeit dein planerisches Geschick unter Beweis. Dieser Modus kann allein oder von 2 Spielern gespielt werden. Also im Koop-Modus. Nice. Machen wir nicht. Vor allem nicht, wenn wir Pikmin nicht kennen, macht das wahrscheinlich keinen Sinn. Also, let's go. Abenteuer. Der Spielfortschritt wird automatisch gespeichert. Genau. Dankeschön für die Info. Ich bin Ein-Spieler. Ach, das 2 spielen. Wie cool. Das habe ich gar nicht gewusst. Hey Nico, kannst du gleich den Link posten? Vom Zelda Tears of the Kingdom Gewinnspiel. Das wäre super. Das ist so witzig, der Unge. Ah, jetzt ist er weg. Scheiße. Ah, die haben so komische Sprache, gell? Mein Raumschiff ist die Dolphin. Diese Geschichte erzählt von meiner Bruchlandung auf einem unbekannten Planeten. Die Stimme ist so toll, voll lustig. Und davon, wie ich gerettet wurde. Also as usual. Nach dem Absturz waren die Teile meines Raumschiffs in alle Wände zerstreut. Es gab für mich keine Möglichkeit, zu meiner geliebten Familie zurückzukehren. Oh. Jolly Maria. Ich dachte, das wäre mein Ende. Puff. Das ist so herzig. Doch dann stieß ich auf eine seltsame Spezies, die ich Pikmin nannte. Ich frage mich vor allem, ist er so klein oder sind die so groß? Der Instinkt der Pikmin prägt, dass sie stets Gegenstände transportieren wollen. Er ist so klein, stimmt, er ist so. Erst ihre Hilfe ermöglichte den Transport fehlender Schiffsteile. Die Zeit verging und ich traf auf eine weitere rätselhafte Kreatur. Sie wirkte geschwächt. Daher habe ich ihr ein Leckerchen zugeworfen. Wir wurden dann schnell Freunde. Hey, nein. Was Kinderspürschatz. Auf der Suche nach den Raumschiffteilen ist meine verlässliche Ist sie meine verlässliche Partnerin. Und nun nähert sich die Suche ihrem Ende. Ich kann am Lesen, hey. Boah, es ist Freitagabend, ich merke es. Also Nachmittag. Gleich Feierabend, gleich Wochenende. Wir sind im letzten Gebiet angekommen, das es noch zu erkunden gibt. Doch was ist das für ein Ort? Das Wohnzimmer. Etwas in diesem Gebiet unterscheidet sich von den Orten, die wir bisher entdeckt haben. Oh Gott. Wartet, wo läuft sie denn hin? Jesus Gott. Oh, sie ist so herzig. Hui. Ja, genau, auf dem Fernsehen kann man den Brack.ch Livestream verfolgen. Das ist kein gutes Zeichen. Pikmin laufen nicht einfach so weg. Ich sollte sie wohl zu mir zurückrufen, bevor ich mich auf die Suche nach den fehlenden Schiffsteilen mache. Er hat einfach auch ein Blatt an seinem Schwanz. Das ist irritierend. Also, yes, wir haben ein Gewinnspiel auf Instagram am Laufen im Moment. Man kann einmal Tears of the Kingdom gewinnen. Oh, das ist so gut. Ich sage euch, es ist so gut. Ich glaube nicht, wie weit man mit der Postleitzahl von einem Betrieb kommt. Ziemlich weit wahrscheinlich.
Was gerade kann man Deko-Pikmin bekommen in den Kostümen der verschiedenen Raumschiffe. Aus den 4 Pikmin-Spielen. Okay, jö. Herzig. Das kann eigentlich auch eine alternative Geschichte von Pikmin 1 sein. Wirklich? Die Story ist nicht der Burner, aber die Mechanik ist schon noch cool. Ich glaube, es ist vor allem einfach die Mechanik, die witzig ist. Ist auch ein Game, das Miyamoto erfunden hat. Ja, das ist einfach grossartig gewesen, ja. Der hat einfach wahnsinnig viel gemacht. Shiggy ist der Spitzname von Miyamoto. Wirklich? Okay, das habe ich nicht gewusst. Also, nach vorne sehen. Okay, und bewegen, hä? Umsehen. Ach so, okay. Ah, das heißt... okay. Hier habe ich doch Pikmin gesehen. Vielleicht verstecken sie sich hinter den Objekten. Wir sollten sie zerbrechen und einmal nachsehen. Beim Springen kann man Kraft sammeln. Also X gedrückt halten, dann gut zielen und mit voller Kraft sprinten. Let's go. Hey Patrick, wie geht's dir? Ui, Pikmin, yes. Pikmin ist cute, gell? Also. Boing. Aha. Ich wusste doch, dass sie hier irgendwo sein würden. Ich halte einfach B gedrückt, um sie mit meiner Pfeife zurückzuholen. Das hätte ihr nicht gehört. Oh Mann. Oh. Die Pikmin sind einfach sofort gelaufen, wenn ich nicht wüsste, warum. Ich notiere mir das besser in meinem Logbuch, damit ich es später nicht vergesse. Jetzt notieren. Man weiß nie, wann einem diese Informationen noch nützlich sein können. Wie formuliere ich das am besten? Seltsames Verhalten. Als ich in diesem Gebiet landete, verhielten sich die Pikmin höchst seltsam. Sie stürmten aus der Zwiebel und versteckten sich sofort. Ohne sie finde ich die Dolphin-Teile nicht. Ich werde die Pikmin suchen und sie mit meiner Pfeife zurückrufen. Gut. Ich muss die fehlenden Stiftteile finden. Wenn mir mehr Pikmin helfen würden, ginge die Suche um einiges schneller voran. Gut. Yeah. Da sind wir. Yeah. Oh, die hängen sich einfach... Die hängen sich einfach einen dran. Wie witzig. Da kann ich sicher auch dagegen... Wie lange muss das? Ah. Yeah. So geil. Nicht nach unten sehen. Darf ich nicht aber, mal muss ich aber. Hui. Oh, kann ich hier... Da wird dann ganz schön der Wind. Ja. Kann ich doch sicher wieder mehr aufspicken. Genau, perfekt. Habe ich mir doch gedacht. Und dort hinten ist... Was ist das? Das sieht aus wie ein stacheliges Arsch. Hey, nein. So, alle Mann. Daher, please. Ich habe in der Ferien das Buch «Frag Iwata» gelesen. Es war noch nice, mal hinter der Fassade von Ex-Präsident von Nintendo zu schauen und wie er auch die Leute geführt hat. Also habe ich fast geführt gelesen, aber ja. Ist sicher interessant. Empfiehlst du es in diesem Fall? Jetzt noch ein paar. Komm wieder rauf. Ich würde sagen, wenn ich nicht raufkomme, kommt ihr zu mir. Wobei... Da sind noch mehr. Oh lol, diese Pikmin dort, spielen die etwa? Was, sie haben Freude! Was, sie haben Spass! Nein, das geht also gar nicht. Frechheit. Pikmin, die Spass haben. Ich weiss also nicht, ob ich das gut finde. Boing. So, Anmarsch. Ja, komm, kommt bitte.
Ich kann jetzt natürlich nicht mehr rauf, oder? Mama. Boing, boing. Am besten sehe ich mich mit R um. Ach, Bullshit. Huh? Hier könnten sie... Also hier könnte ein Sprint helfen. Also... Ah, die sind oben gewesen, okay. Ihr dürft hier keinen Spass haben. Geht's eigentlich noch? Was fällt euch ein? Wir sind nicht hier zum Spass haben. Ihr seid hier, damit wir mit dir mir helfen können, mein Raumschiff wieder zusammenzubauen. Komm bitte. Hallo, aber mit dir. Ja, brav. Das ist noch mehr, oder? Oh, da ist ganz viel mehr. Es geht. Die verstecken sich alle, die frechen Dinger. Geht ja gar nicht. Gut, sind sich alle? Wie viel muss ich haben? 54? Ich weiss, wie wir dort hinauf gelangen. Okay. Ja, genau, muss ich... Ah nein, wir haben total 54, aber das sind nicht alle. Wir müssen noch mehr sammeln. Okay. Okay, das geht so. Gut, weiter rauf müssen wir, glaube ich, nicht. Weiter rauf können wir gar nicht schauen. Dort eine. Was ist das? Ah, dort hat es noch mehr. Stimmt euch? Ich verdrücke mich immer, Mann. Mindestens 49. Ja, schon lange 49. Schon lang. Ich würde mir überlegen, ob es echt Sinn würde machen, wenn ich meine Kamera auf die andere Seite würde tun. Mal überlegen. Hier muss sich doch irgendwo ein Schiffsteil befinden. Aha. Ich sollte mich wohl auf die Spürnase meiner Begleiterin verlassen. Braver Hund, such die fehlenden Schiffsteile. Oh Mann. Pikmin sind... Nein, Pikmin sind cute, Mann. Amaloni, was redest du? Fies. So gemein, hä? Heute ist auch Disney Illusion Island rausgekommen. Oh, hast du es schon gespielt? Die wäre ja voll ausgenutzt, für uns zu führen. Was? Führen gehört zu führen. Ja, leider. Führen gehört zu führen. Das stimmt leider schon, Essi. Ja, da hast du recht. Hey, Dark Magic, Nick, wie geht's dir? Hoi. Oha, das Game Pikmin Level Game. Skrrr. Ein mega lustiges Game. Ich spiele es zum ersten Mal. Ich muss sagen, keine Ahnung. Ich finde es schon. Ist nicht eine seichte Lektüre. Vor allem eine seichte Lektüre. Und relativ einfach zu lesen. Okay, cool. Hey, Nick, ich habe erst gerade angefangen. Ich habe noch keine Rakete. Ich spiele gerade mal seit 3 Minuten oder so. Also, die dürfen keinen Spass haben, die Lakaien müssen arbeiten. Genau so sieht es aus, Ives. Genau so sieht es aus. Mikro-Raketenklasse. Ach so, ja, die ist im Mikro. Hey Heartless, wie geht's dir? Hoi. Schönen Freitagnachmittag. Ein Schluck Sirup. Ich habe keinen Sirup da, aber ein Schluck Wasser. Schau, ich trinke dafür einen Schluck Wasser für dich. Das ist jetzt 28. Yes, jetzt habe ich schon über 50, glaube ich. Ich habe über 50 gehabt, um ihn zu besiegen. Was musst du besiegen? Hey, ich kann nichts besiegen hier. Ich muss nur Sachen einsammeln im Fall. Ich habe gerade nicht genug Geld, habe am Mittwoch Powerwash Simulator gekauft. Ah, fair, er ist so lustig. Power Simulator macht mega Bock. So, gehen wir mal da hinten. So, was haben wir hier? Oh, das schmeckt das. Was ist das? Oh, der Arsch mit Stacheln. Eine Kreatur. Doch ich sehe hier kein Schiffsteil. Ob sie es verschluckt hat? Diese Stacheln machen es schwierig. Ich muss eine Lücke finden. Vielleicht sollte ich X gedrückt halten, damit wir Kraft aufbauen und zur rechten Zeit auf die Kreatur zuspringen können. Ja, aber wenn sie Stacheln hat? In der Zwischenzeit umkreise ich sie und warte auf eine gute Gelegenheit für einen Angriff. Okay, machen wir das, was er steht. Hi, Racer! Hi, wie geht's dir? Ah! Okay. Oh ja, sehr gut. Ziele ist eine Kunst, das hat er gewusst, oder? Ziele ist nicht jedem gegeben. So. Okay. Oh, das ist ja verdammt schnell gegangen, what the hell. Grüezi! Run! Ach was. Das Arsch mit Stacheln, keine Stacheln mehr, es ist nur noch
ein kleines Viechli. Das Interstellarradio, wir haben es gefunden. Damit kann ich endlich einen Notruf absetzen. Mir geht's gut, yes, danke vielmals. GG. Ja, gell? Easy win, Mann. Ha, so einfach. Ich bin so gut. Talentiert und schön und alles und intelligent und überhaupt. Hey, freut euch aufs Wochenende, Leute. Habt ihr etwas geplant? Was macht ihr so? Das Wetter soll ja so semi-geil sein, also wäre es eigentlich optimal, um ein bisschen zu zocken. Ich hatte mein Interstellar-Radio wieder. Yay! Also sendete ich sofort ein SOS-Signal. Mein aktuelles Logbuch schicke ich ebenfalls mit. Ich kann die gar nicht mehr verbessern. Oh doch, das geht schon noch. Also eine Woche später erreichte mein Notruf die Rettungscrew. Sie brach sofort zu diesem Planeten auf, um mich sicher nach Hause zu bringen. Ja, gleich hast du schon 24 Stunden zugeschaut. Mega nice, Mocker. Doch leider hatte das Schicksal andere Pläne. Er ist abgestürzt. Also die Crew. Die Retter, die mir zu Hilfe eilen sollten, stürzten ebenfalls ab. Ups. Ja, shit happens, ne? 2 Raumschiffe, die am gleichen Ort abstürzen. Das ist großes Pech, ja. Ich würde es auch fast nicht Zufall nennen. Zu diesem Zeitpunkt schien alle Hoffnung verloren. Ein Badgewatch. Doch ein Mitglied der Rettungscrew war in der Zentrale verblieben. Ein Neuling. Du. Ey! Und du bist meine letzte Hoffnung. Mordwilbar. Was ist das für eine Sprache? Rette die Rettungscrew. Okay, beim dem Notfallprotokoll folgend wurde die Crew angewiesen, das Raumschiff unverzüglich zu verlassen. Die verstreuten Rettungscrew-Mitglieder zu finden hat oberste Priorität. Erstelle deine Visitenkarte und brich unverzüglich auf. Wow, okay. Ich kann jetzt mir selber machen. Ich will das. Oh Gott. Nein, ich bin schon so ein Zwerg, das passt schon. Habe ich Brille? Oh, ich will das. Oder der Schlafzimmerblick. Nein, ich will das da, das ist lustig, nicht das da hier. Das ist schon ein Schlafzimmerblick, ich will den. Haar. Für einen Pilzkopf. Oh ja, wir nehmen das da hier. Das ist lustig. Die Farbe ist natürlich pink oder violett, ich weiß noch nicht genau. Machen wir pink. Nice. Und ich habe ein violettes Outfit. Ja, mein Name ist Steffi. Ja, korrekt. Machen wir. Ja, so schnell kann das gehen. Ist er sich gar nicht gewandt von mir. He? Bestätigen. Ja. Ich bin ready für den Einsatz. Nein, ich will nicht blau. Ich habe pinkige Haare. Das neueste Mitglied der Rettungscrew erhielt vor kurzem die Mission, die vermissten Crewmitglieder zu finden. Das machen wir doch. Das ist so ironisch. Rette die Rettungscrew. Ja, aber es ist super. Ich finde es grossartig. Bin parat! Jetzt habe ich eure Kommentare gelesen, statt was da steht. Okay. Liegt also, das Handy oder was auch immer, das Schicksal von Olmar und von der Rettungscrew liegt in meinen Händen. Alles klar. Ich spiele auf der Switch. Auf der Nintendo Switch. Die Wii ist unten im Keller. In diesem Menü kann sich meine Tochter Stunden verlieren. Ja, I feel it. Ich habe normal so. Das sind Kürbispflanzen, oder? Kürbis oder Zucchetti. Eins von beiden. Ich sehe so herzig aus. Oh mein Gott. Ja, ich bin ready zum Rettungscrew retten. Let's go! Und ich bin schnell. Yeah! Finde die vermissten die Crewmitglieder. Cool. Okay. Er sieht aus wie so ein Peanut Flip. Was?
Wisst ihr, wie ich meine? So Flips, da die grusig, also ja, ich habe sie nicht gern, aber die meisten anderen Leute haben sie gerne, da die Flips halt, die Chips mit Erdnussgeschmack. Wisst ihr, was ich meine? Genau wie so ein Flip sieht es aus. Sie sind verloren, oh no! Chatlesen oder Storyfolgen, tough decision, ich aber wirklich Smoker, ja. Doch Schickensal. Schenkst du mir Wii? Nein, hallo, nein. Ich tue alle meine Konsolen, die ich habe, schön einpacken und aufbewahren. Weil ich sie nicht mehr brauche. Aber ich tue sie nicht fortgeben oder verkaufen oder fortschießen oder whatever. Die werden schön gelagert und irgendwann mal in 50 Jahren haben sie ganz viel Wert. Hast du eigentlich wieder Strom? Nein, immer noch nicht. Und ich habe immer noch keinen Anruf bekommen vom Elektriker. Also, keine Ahnung. Kann sich nur noch... Also, ich gehe mal davon aus, dass die alle um 4 Uhr Feierabend machen, wird ich das ganze Wochenende keinen Strom haben. Ja, was sehr uncool ist. Der Raumanzug passt nicht so zu den Haaren. Mo, natürlich. Hallo, Violett und Pink passt perfekt zusammen. Chips, da die Jumpies, was? Nein, da die Peanut... Die Erdnussflips, die kennt man doch. Ich habe die nicht gern. Hey, ich weiss, ich habe keine Ahnung, warum ich keinen Strom habe, aber die Lüftung und das Licht geht nicht im Bad. Und ich glaube, davon die hängen an der gleichen Leitung und die Leitung wird auch kaputt sein. Wo der Rest geht, keine Ahnung. Nein, Sicherungskasten habe ich geschaut. Das Ding ist, wenn mit dem Sicherungsschalter oder mit dem Kasten etwas an sich nicht funktionieren würde, dann würde die Steckdose im Bad auch nicht gehen und das Licht in meinem Schlafzimmer auch nicht, weil das ist mit dem gleichen Schalter. Also es muss irgendwie eine Leitung etwas sein, keine Ahnung. So, also, der Ochin hat sich uns angeschlossen. Er ist der Rettungscrew-Rettungshund. Der Rettungscrew-Rettungshund, oh Mann. Ein junger, loyaler Rettungshund, dessen Vorfahren schon die Shepherd-Familie unterstützten. Das ist seine erste Mission. Nice. Rettungshund gefunden. Cool. Ja, ich habe natürlich schon geschaut, wo ich schauen muss. Du hast den Rettungshund der Rettungscrew gefunden, Ochin. Doch die verbleibenden 6 Rettungscrew-Mitglieder werden noch immer vermisst. Ja, ich bin ja 10 Meter gelaufen, also ja. Hey, warte auf mich! Oh, ich bin voll schnell. Das ist cool, man kann mega schnell Oh no, du hast einen einen Gestrandeten gefunden. Er braucht deine Hilfe. Oh no. Oh no, ich brauche deine Hilfe. Let's go. Let's go. Komm ich da rauf? Natürlich komme ich da nicht rauf. Hä? Ah, hä? Was kann ich da machen? Ah. Hä? Ah. Ah, der kann das ziehen. Cool. Ich bin nur eingeschlafen, bis er das rausgelassen hat, Mann. Toll, die ganze Erde ist weg. Sehr gut gemacht. Yes, gehen wir weiter. Ja, die Sicherung ist noch drin, auf jeden Fall, ja. Bist du das, Ochin? Hello. Den Sternen sei Dank, ich war nicht sicher, ob mein SOS-Signal die Zentrale erreichen würde. Du und Ochin habt mich also gefunden und gerettet, und zwar gemeinsam. Das überrascht mich jetzt schon etwas. Normalerweise hört Ochin auf niemanden außer der Anführerin. Ich bin die Anführerin, okay? Die neue. Ich sollte mich wohl besser vorstellen. Ich bin der Kommunikationsspezialist der Rettungscrew. Mein Name ist Colin. Sorgt als Kommunikationsexperte für die Verständigung innerhalb der Rettungscrew und ist außerdem ein begabter Techniker. Kannst du gerade in mein Badzimmer? Kannst du gerade schauen, was mit meinem Strom nicht stimmt? Der fußt auf der Bühne, ja genau. Hat das Gefühl, die Switch gibt Soundbugs. Ja, es kraschelt ein bisschen, aber das liegt im Fall nicht an der Switch. Das liegt irgendwie schon da an gewissen Sachen, die ich nicht genau weiss. Sorry for that. Du hast Colin, den Kommunikationsexperten der Rettungscrew, gefunden. Doch wo sind die restlichen Mitglieder der Rettungscrew? Ja, die gehen wir jetzt suchen. Wegen eines Erdrutsches bin ich hier nicht weggekommen. Als ich zu hungrig wurde, habe ich den Tiefschlaf aktiviert. Verständlich, würde ich auch so machen. Du bist unser Neuzugang, richtig? Dein Name war Steffi?
Ich bin dir sehr dankbar, dass du mich gerettet hast. Wie gesagt, war ich derjenige, der das SOS-Signal gesendet hat. Ja, du bist fantastisch. Hast du wunderbar gemacht. Ich bin ganz fest stolz auf dich. Die anderen von der Rettungscrew, tja, das sind ja keine Kommunikationsexperten. Darum können die das natürlich nicht. Wir hatten eine unsanfte Landung. Als wir in die Planetenatmosphäre eintraten, verloren wir die Kontrolle über das Schiff. Oh nein! Also, was ist passiert? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir waren zu 6 auf dem Schiff, doch wir wurden getrennt, als das Notausstiegssystem aktiviert wurde. Eigentlich sind wir gekommen, um Captain Olimar zu finden, der hier abgestürzt ist, doch wir erlitten das gleiche Schicksal. Das ist mir jetzt fast schon peinlich. Ja, fair. Meinen Informationen zufolge ist unser Raumschiff, die Shepard, irgendwo in diesem Bereich hier gelandet. Wahrscheinlich in 1001 Teile zersplittert. Allein konnte ich sie allerdings nicht erreichen. Aber vielleicht finden wir jetzt ja gemeinsam eine Möglichkeit oder Lösung oder whatever. Standardaussagen. Und wenn wir Glück haben, finden wir auf dem Weg dorthin auch noch eine unserer Kollegen von der Rettungscrew. Ich finde es so geil, wie sie so pisst schaut. So, das war's von mir. Das Schlafzimmer so. So, labere mir zu, Mann. Mann, Colin, labere mir nicht zu. Wir wissen, du bist der Beste, aber labere mir nicht zu. Und wenn wir Glück haben, genau. Bevor ich es vergesse, das hier ist für dich. Dein offizielles Rettungscrew-Tablet. Darüber teilen wir Informationen. Zum Glück habe ich immer ein Ersatztablet dabei. Als Kommunikationsexperte musst du natürlich 2 Geräte mit dabei haben, sonst funktioniert das nicht. Drücke Pfeil nach oben, um dir unsere Missionen anzusehen. Version 20.9. Ich liebe ihren Blick, das ist so cool. Diese Funktion kannst du jederzeit nutzen, wenn du wissen möchtest, welche Aufgaben die höchste Priorität haben. Es gibt noch weitere praktische Funktionen, aber ich kann sie erst installieren, wenn sich die Lage etwas beruhigt hat. Im Moment ist für dich nur wichtig, dass du jederzeit nach oben drücken kannst, um dir deine Mission anzusehen. Falls nötig, kannst du auch Minus drücken, um per Schnellauswahl andere Funktionen zuzuweisen. Das ist okay, das lassen wir so. Ja, der Doggo ist witzig, gell? Der Ochin. Vielleicht ist er da im Stream am Schauen. Möglich, ja? Mitarbeiter vom Monat. Gut, next. Ja. Wirklich so. Ja, ist gut. Du kommst das Foto an die Wand geklatscht mit der Unterschrift Mitarbeiter des Monats. Hier ist deine Medaille und jetzt fahr ab. Merci, ciao. Oh. Du bekommst den Switch, ja, genau. Das finde ich aber so lustig, seriously. Auch bei Tears of the Kingdom. Dort hat er ja das Pura-Pad, das Neue. Also, und das sieht einfach literally aus wie ein Handy. Es ist wirklich voll cool. Bei Breath of the Wild ist ja noch ein Tablet, also wirklich ein Switch gewesen. Es hat wirklich 1:1 ausgesehen wie ein Switch. Und jetzt ist es das Handy. Finde ich aber noch cool. Also, rette die Rettungscrew her. Gut, perfekt. Da, Visitenkarte. Der Olimar ist neu her. Okay. Der Colin. Sorgt als Kommunikationsexperte, ganz wichtig, für die Verständigung innerhalb der Rettungscrew und ist außerdem ein begabter Techniker. Sehr schön. Gut, rette die Rettungscrew. Da kommen wir jetzt wieder raus. Und jetzt lass uns aufbrechen, um die Shepard zu finden. Yeah, let's go. Sie ist so schnell, sie ist so witzig. Da ist sie ja schon. Bruh. Da ist sie, die Shepard. Das ist ja wahnsinnig lang gegangen, du. Ich kann das Schiff sehen, doch ich weiß nicht, wie wir das von hier aus erreichen sollen. Aber irgendwie kommt mir die Umgebung bekannt vor. Ich erinnere mich an etwas. Es ist gleich davor. Los, gehen wir. Praktisch. Der Expert für Kommunikation ist also Expert von der Aussicht. Die Pflanzen dieses Planeten sind riesig. Sei vorsichtig und sieh dich mit R gut um. Oh. Was ist denn das? Seht nur, da drüben. Das große Loch im Boden. Wenn wir nur einen Weg dorthin finden würden, dann könnten wir endlich zu Shepard gelangen. Was hat das Loch im Boden mit der Shepard zu tun? Aber okay, ja, ist gut. Wir kommen nicht auf diese Anhöhe. Suchen wir mit R einen anderen Weg. What? Easy, die gehen wir hier durch. Was ist denn das? Ist da etwas? Versteckt sich da was drin? Ja? Oder? Ich kann nicht andrücken, das passiert nicht. Ah, jetzt. Ups.
Das ist genau das Richtige für Rettungshunde. So, sie tun nichts lieber, als im Boden zu graben. Aber es hat keine Vorderpfoten. Das ist, weißt du, wie mühsam mit der Schnauze. Fast geschafft. Was ist denn das echt für ein Spiel? Hey, Highway Racer, das ist Pikmin. Pikmin 4. Ich Zelda wäre cool gewesen, wenn sie so Switch 2 gezeigt hätte im Game. Das wäre mal ein Gag gewesen. Ja, voll. Ich habe mir selber überlegt, so, ist das auch ein Hinweis auf Switch 2? You never know. Einfach ein Teaser, ja. So einen unsichtbaren. So einen, oder hinterher lachen sich alle ins Pfüstchen so, hihihi, wenn die wüssten, hihihi. Da sieht man mal wieder, warum Rettungshunde unser ganzer Stolz sind. Ist das hier genauso ein Loch wie das andere, das wir gesehen haben? Gut gemacht, Ochin. Ich frage mich ja, ob die beiden Löcher unterirdisch miteinander verbunden sind. Hey, zwei dumme Gedanken. Das sieht ganz schön tief aus. Nun, es hilft ja nichts. Wir werden wohl einfach den Sprung hineinwagen müssen. Ja, weil ernsthaft? Wir sind auf einem fremden Planeten, wir haben keine Ahnung, was auf uns wartet, du kommst einfach rein. Ein Mitglied der Rettungscrew muss Gefahren mutig ins Auge sehen. Ich wünschte nur, es wäre nicht so finster. Du hast das Lämpchen auf dem Kopf. Aha, wirklich, müssen wir jetzt da rein? Also, gehen wir rein. Oi! Hölle des Anfangs, Ebene 1. Okay. Das war eine unsanfte Landung. Wir können links oder rechts. Und er hat einen Duft, oder wie? Oh, was ist denn Ochin? Er scheint uns etwas mitteilen zu wollen. Vielleicht befindet sich jemand von der Rettungscrew hier unten. Ich gehe natürlich zuerst links. Ich gehe immer zuerst links. Obwohl alle anderen normalerweise auch immer rechts gehen. Ja. Schade, hä? Ich kann kaum glauben, dass wir sie ausgerechnet hier gefunden haben. Hör zu, das da drüben ist die Anführerin der Rettungscrew. Bemühe dich um einen guten Eindruck. Viele Vorfahren der Chefin. Also, was? Jetzt ist nicht der richtige Moment für eine Geschichtslektion. Schnell, tut was. Oh Mann, jetzt Fußstück in den Ohren. Ja, wir können einfach nicht viel machen, Schatzi. Aber, wir können nicht move, oder? Fuck. Oh nein, es ist von der Kreatur umsingelt. Ja, ui, das kann ich nicht machen. Ist jetzt ein Pikmin drin? Nein, aber wir kommen hier wieder raus. Das ist gut. Schnell, ich brauche Hilfe. Ja, warte. Ich muss erst schauen, ob es irgendwo noch Pikmin hat, die ich schon mal einsammeln kann, um dir zu helfen. Kann ich da rauf? Ich glaube, das macht nichts. He? Schicke Ochin los, indem du A drückst. Ja, chill. Macht das die kaputt? Ah, macht die kaputt. Ah, nice. Okay. Gut gemacht, Ochin. Ah, ja, die Geistli. Jesus Gott. Puh, jetzt können wir uns etwas entspannen. Chefin, wir haben uns um die Kreaturen hier unten gekümmert. Du kannst wieder runterkommen. Das war kein Moment zu früh. Vom langen Festhalten sind meine Arme ganz schön taub. Jetzt schön langsam. Das kriegt sie sicher aber. Lustig. Wie geht es dir, Colin? Bist du unverletzt? Das Gleiche sollte ich dich fragen. Ich bin jedenfalls froh zu sehen, dass dir nichts passiert ist. Und wen haben wir hier? Ah, wir haben uns doch beim Training getroffen, um mich erneut vorzustellen, Anführerin Shepard. Hast du etwa Ochin den Befehl gegeben, diese Kreaturen anzugreifen? Eigentlich hört Ochin doch nur auf meine Befehle. Tja, da hat sich das ganze Training wohl ausgezahlt. Weißt du, als ich dich das erste Mal beim Training sah, hatte ich so das Gefühl, dass du gut im Umgang mit Hunden bist. Ja, ich kann gut Befehle erteilen, das stimmt. Rettungscrew-Mitglied der 99. Generation, ist vom Rettungshunden begeistert, seit sie als Kind von einem gerettet wurde. Oh. Hast du die Anführerin gefunden? Nice. Es fallen noch 4. Wir haben die Anführerin der Rettungscrew Shepard gefunden. Mit ihr an unserer Seite können wir wieder Hoffnung schöpfen, dass alles ein gutes Ende nehmen wird. Nice. Macht sie so? Ja, voll, sie macht so.
Ich möchte nicht unterbrechen, Chefin, aber wie hat es dich eigentlich hierhin verschlagen? Als ich die Umgebung erkundete, fand ich ein seltsames Loch. Ich sah hinunter, verlor das Gleichgewicht und fiel hinein. Auf der Suche nach einem Ausgang bin ich in der Höhle umhergeirrt, bis ich auf diese ekelhaften, schleimigen Kreaturen traf. Moment mal, bist du in das Loch gefallen, das sich in der Nähe des Shepherd befindet? Wir wollten die Höhle durchqueren, um genau dieses Loch zu erreichen. Warum stehen wir dann noch hier? Kehren wir zu Shepherd zurück. Verstanden. Stimmt etwas nicht? Du hast ja gar nichts gesagt, Steffi. Wenn wir etwas bestätigen, sagen wir bei der Rettungscrew, verstanden. Lass es uns mal zusammen ausprobieren, ja? Verstanden. Verstanden. Sehr schön, die perfekte Antwort. Noch ein Tipp. Sieh dir die Shepherd-Dokumente an. Sie enthalten wichtige Informationen für unsere Arbeit. Aha. Shepherd-Dokumente. Hier findest du Ratschläge von Anführern aus Vergangenheit und Gegenwart. Ihr Wissen und ihre Weisheit sollten dich leiten. Aktuelle Anführerin Irma Shepherd. Cool. Okay. Du kannst über dein Tablet auf sie zugreifen, damit, wann immer du sie brauchst, nutze sie also gut für deine Arbeit. Da du dich mit Orchin so gut verstehst, erkläre ich euch offiziell zu Partnern. Ich werde ein Auge auf euch beide haben, um zu sehen, wie du dich im Umgang mit einem Rettungshund so machst. Yeah, cool. Ich habe einen Rettungshund. Lalalala. Ja, wir gehen. Wir müssen auch einfach wirklich... ich bin verwirrt. Da durch, hä? Aber von da kommen wir doch eigentlich nicht. Also... Ah, das wird schon stimmen. An diesen Ort erinnere ich mich. Ja, aber du bist von da ja oben runtergekommen. Hm? Das ist ganz schön hoch. Da! Dort bin ich runtergefallen. Oh, zum Glück hast du einen Sturz aus der Höhe überlebt. Aber wie kommen wir dann nur wieder rauf? Ja, ist ja eine gute Frage. Ja. Sag mal, da ist etwas unter dem Licht. Ein Ventilator. Das könnte gefährlich sein. Untersuchen. Yes. Wuhu! Oh Mann, das ist schon herzig. Aber habt ihr gesehen? Es ist schon eine Art Switch, das Tablet. Einfach ein bisschen grösser als die Switch, die wir haben. Also es könnte schon sein, dass die Switch 2 ein Stückchen grösser wird. Ich hoffe es zumindest. Ein bisschen grösser dürfte sie schon sein. Jetzt ist sie schon sehr klein. Ich finde, sie darf ein bisschen grösser sein. Aber nicht sehr viel schwerer, glaube ich. Was meint ihr? Habt ihr auch so Ideen oder Wunschvorstellungen, wie die neue Switch sein sollte? Das Problem ist, ich finde sie mega perfekt. Also, die Switch ist halt wirklich insofern eine Konsole, wo ich muss sagen, sie ist wirklich perfekt für alles. Also, sie ist genug klein, damit sie easy mitnehmen kannst. Aber du kannst so einfach einen Fernseher anstecken. Also, was willst du mehr? Du kannst Dings, Joy-Con abmachen, du kannst mit einem normalen Controller spielen, du kannst Joy-Cons zusammen machen, du kannst mit denen spielen. Also, mehr Multifunktionalität geht ja fast nicht mehr bei einer Switch. Also was wollen sie dann noch besser machen? Außer eben natürlich die Leistung und dass vielleicht der Bildschirm grösser wird. Aber es ist echt schwierig. Also das Teil ist ja genial. Ich bin echt gespannt, was sie da announcen. Hör mal, Steffi, sei bitte vorsichtiger im Umgang mit unbekannten Mechanismen. Du solltest sie nicht einfach so berühren und aktivieren. Da kann ich nur zustimmen, obwohl es in diesem Fall dazu geführt hat, dass wir die Höhle verlassen konnten. Du musst gerade hier sagen, wo einfach in unbekannte Löcher aber gumpet. Also, Entschuldigung? Heuchler. Gut, Chefin. Ich habe die Flagge der Rettungscrew aufgestellt, ganz offiziell. Und jetzt der Bericht zur Höhlenerkundung. Wir haben eine Person gefunden und gerettet. Bei unserer Suche trafen wir auf keine weiteren Individuen. Danke für den Bericht. Dann erkläre ich die Erkundung dieser Höhle für beendet. Diese Erfahrung war eine gute Vorbereitung auf das, was uns noch erwartet. Von unserem Handeln hängen Leben ab. Doch ich muss sagen, das war gute Arbeit heute. Ich bin sehr zufrieden mit euch, Steffi und Orchin. Dankeschön. Dass es die Chefin selbst war, die gerettet werden musste, bleibt dann wohl unerwähnt. Ja, ist vielleicht besser. Colin, du wirkst irgendwie anders als sonst. Hast du vielleicht eine neue Frisur?
Nein, eigentlich nicht. Aber ich war ziemlich beschäftigt damit, nun ja, am Leben zu bleiben. Ja, verstehe. Und es freut mich wirklich, dass es dir gut geht. Ach, das ist sie ja. Die Shepherd. Hat die ADHS. Die ist sehr schnell abgelenkt. Also natürlich nicht negativ gemeint. Also gehen wir, hä? Was ist das eigentlich? Die hure Blümchen? Jetzt komme ich natürlich da nicht mehr raus. Egal. Ach. Okay, es hat sehr viele Cutscenes. Momentan noch. Hoffentlich geht es gleich weg. Kommt da Rauch aus der Shepherd? Das werde ich mir gleich einmal ansehen. Hoffentlich waren das nicht meine letzten Worte. Das hoffe ich auch. Also ja, eigentlich zwar... Statusbericht. Ich habe das Schiffsinnere untersucht und festgestellt, dass sich die Triebwerke überhitzt haben. Das Raumschiff stand kurz davor, stand kurz vor einem Totalschaden. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Ist es zu reparieren? Ja, ich habe eine Notfallabschaltung eingeleitet und jetzt ist alles stabil. Die Triebwerke lassen sich zum Glück reparieren. Allerdings wurden die Energievorräte der Shepherd vollständig geleert. Oh, welcome back, Amaloni. Was hat es für Vieri gegeben? Erzähl. Also haben wir keine Möglichkeit, diesen Planeten zu verlassen oder nach Captain Olimar zu suchen. Da, schau, das Tablet. Das kann wirklich Switch 2 sein. Das stimmt nicht ganz. Ich glaube, in Captain Olimars Logbuch etwas gelesen zu haben, das uns alle retten könnte. Ach, hier ist es. Seht euch das mal an. Schätze. Nach eingehender Untersuchung der glänzenden Objekte auf diesem Planeten kam ich zu dem Schluss, dass sie Glycerium enthalten müssen. Aha, es ist sehr spannend, dass man hier Schätze finden kann, doch die Suche nach den Dolphinteilen muss Priorität haben. Okay. Den Überblick behalten, Sprint, gut. Jetzt haben wir hier noch die neue Visitenkarte, gut. Dieser Logbucheintrag ist eindeutig. Aus den glänzenden Objekten, die wir auf diesem Planeten finden, lässt sich Glycerium gewinnen und in Energie umwandeln. Also, wenn ich Glitzer sehe, dann habe ich auch mehr Energie. Also, es muss etwas dran sein. Wenn man damit die Shepherd reparieren kann, sind die Objekte, die das Zeug enthalten, ja wahre Schätze. Die reden sicher von Erdöl, oder? Also Plastikzeugs. Ich bin da noch skeptisch. Aber so wie die Lage ist, haben wir auch nichts zu verlieren. Vielleicht sind diese Schätze unsere einzige Chance. Wir haben also eine neue Mission. Finden und sammeln wir so viele glänzende Objekte wie möglich. Verstanden. 300! Puh. Wir können die auf diesem Planeten befindlichen glitzernden Objekte als Energiequelle nutzen. Sammle so viele von ihnen wie möglich, damit die Shepherd wieder Energie hat. Okay. Wenn es uns gelingt, Schätze zu finden, brauchen wir auch eine Möglichkeit, sie zu transportieren. Und da kommt Pikmin ins Spiel. Das könnte die Beagle überleben. Aber Pikmin... Jetzt müssen wir nur noch einen guten Platz finden, an dem sie landen kann. Wie wäre es da drüben? Ist sogar schon eingezeichnet. Oha. Die Steine leuchten. Vielleicht ist da ja eine natürliche Steinformation. Ganz sicher bin ich mir da allerdings nicht. Jedenfalls ist es der perfekte Ort für eine Basis. Bringt die Beagle gleich her. Das ist schnell gegangen. Cool. Die Beagle hat den neuen Standort erreicht. Gut, damit sind unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Und jetzt gehen wir auf die Schatzsuche. Okay, von dort kommen wir. Da ist eins. Das ist eine Gabel. Also, ist es das, wonach wir gesucht haben? Ja, das muss einfach ein Schatz sein. Seht nur, wie er glänzt. Sehen wir doch mal auf dem Tablet nach, ob wir eine Energiesignatur von ihm empfangen. Oh Gott. Drücke einfach Plus, um die Karte zu öffnen, Steffi. Okay. Glyceriumgehalt bestätigt. Das Symbol mit dem Stern ist in der Mitte steht für einen Schatz.
Von nun an kannst du auf der Karte nachsehen, ob sich Schätze in der Umgebung befinden. Praktisch? Sehr praktisch. Okay. Hierher sehen. Ah. Okay. Sehr gut. Ich hoffe, dass unsere Mission von nun an auch weiterhin so gut läuft. Aber wie sollen wir diesen Schatz denn eigentlich transportieren? Tja. So. Also zuerst mal hier ausgraben. Graben abgeschlossen. Ah, da kann das auch. Gut. Sehr gut, der Schatz ist auf dem Weg. Prima. Oi. Dieser Schatz ist ja riesig. Wie können wir etwas mit diesen Dimensionen im Schiff lagern? Die Beagle nutzt eine besondere Art Licht, um Objekte beim Einsammeln zu miniaturisieren. Daher sollte das kein Problem sein. Ich werde den Schatz gleich mit den Sensoren der Beagle untersuchen. Hoffentlich erhält er die Energie, die wir brauchen. Was? Es gibt 50? Oh krass, ich dachte, es gibt so 1 oder 2. Oh krass, okay. Aha, Energiegehalt bestätigt. Wenn wir noch 250 weitere Einheiten Glycerium sammeln, hatten die Shepard wieder Energie. Aber die Shepard verwendet doch eher konventionellen Treibstoff als Energiequelle. Es sollte möglich sein, sie ausschließlich mit Glycerium fliegen zu lassen. Wir werden dabei aber wohl etwas durchgeschüttelt. Doch bis das möglich ist, brauchen wir noch sehr viel mehr Glycerium. Dann sollten wir das Gebiet nach weiteren Schätzen absuchen. Cool. Kann ich da irgendwie... Ja, du hast es gut gemacht. Ich weiß nicht, kann man da... Das ist doch Pigment drin, nicht? Aber da kann ich noch nichts machen. Da oben glitzert etwas. Ja, aber da oben komme ich nicht. Vielleicht... Nice. Und ich schwenke. Game Boy! Wie cool! Das war knapp, viel zu knapp. Aber es ist ein Game Boy! Das ist ja cool! Ja, das ist ein bisschen... Bewegt sich kein Stück. Jupp. Komm, lass los, Alter. Sogar Orchin schafft das nicht allein. Was ist das denn? Ob das ein Schatz ist? Nee, da sind Pigment drin oder so. Können wir gerade schauen. Das sieht aus wie so eine Zwiebel. So eine Pigment-Zwiebel. Das machst du gut, Orchin. Das ist doch sicher eine Pigment-Zwiebel. Da hing schon noch mal etwas. Das Leute vor einem Velo. Cute. Unglaublich, das Ding hat sich von alleine bewegt. Ich glaube nicht, dass es sich um einen Schatz handelt. Aber was könnte es dann sein? Es sieht ja ein bisschen wie eine Pflanze aus. Ob es das war, worüber Captain Olimar in seinem Logbuch geschrieben hat? Er spricht da von einer Zwiebel. Wenn das hier eine Zwiebel ist, dann könnte dieser Keim ein Pigment sein. Pflücken. Ja. Ein rotes Pigment. Ja. Ja, das könnte ein Pigment sein. Captain Olimars Logbuch zufolge handelt es sich bei ihnen um freundliche und hilfsbereite Geschöpfe. Tja, in dem Fall könnten sie uns vielleicht beim Erkunden und bei der Suche nach Schätzen helfen. Orchin ist skeptisch. Seht nur, Orchin freundet sich schon mit dem Pigment an. Oh mein Gott. Und Chefin, willst du noch länger so da rumstehen? Wähle mit Hilfe von LR eine Pigmentart. Und mit A wirft man Pigment, oder? Hui. Cool.
Ah. Was macht es? Ah. Ah ja, stimmt, das kann ich nochmals ein neues Pikmin produzieren. True. 2 sogar. Nice. Unglaublich. Noch mehr Keime. Dieses rote samenähnliche Objekt hat wohl einen Knopf. Wenn er zur Zwiebel gebracht wird, entstehen daraus weitere Pikmin. Welche rätselhafte Lebensform. Aber praktisch. Einmal pflücken. Zweimal pflücken. Nice. Echt cool. So, und jetzt werfen wir da noch einen drauf. Sehr gut. Ah, das hing habe ich da noch mehr. Da kann ich noch einen holen. Hihihi. Wie viel habe ich eigentlich näher? Habe ich denn näher 10, glaube ich? Noch gerade nicht, oder? Ah, da oben hat es noch mehr. Ah, das sind gar keine Pikmin. Das waren so Blümchen. Cool. So. Also, da noch eins und da noch eins. Jetzt habe ich 7. 7. Ui, das sind ja eine ganze Menge. Ja, es geht noch besser. Eine ist da. Und eine ist da. So. Ich glaube, das sollte ich nicht genug haben. Damit ich den Gameboy holen kann. Okay, jetzt habe ich 11. Nice. Also sicher mal und dann noch hier noch. Die Geräusche sind einfach so cool. Jetzt kriegen alle mit. Perfekt. Das ist einfach ein Gameboy. Das ist voll cool. Sehr nostalgisch auf jeden Fall. Nein, Schatz eingesammelt. Cool. Gut, dann gehen wir noch zur Klingel rauf. Das war jetzt schon der zweite Schatz. Yes. Gut, mit dem haben wir dann sicher genug Glycerin. Glycerium. Nicht Glycerin. Glycerium. Fast das gleiche. Ah, da ist ja auch noch so ein Blümchen. Cool. Habe ich noch eins übersehen? Ich glaube nicht. Hurra! Ihr zwei seid ein fantastisches Team, Steffi und Ochin. Danke. Ich meine es ernst. Nur weiter so. Pikmin sind gut darin, Anweisungen zu folgen. Sie verhalten sich fast wie kleine Rettungshunde. Jetzt sollten wir die Energie aus den Schätzen extrahieren. Wir glauben genug, oder? Mach dich gleich ans Werk, Colin. So, mal schauen, was wir nachher machen können. Mal küchseln. Bald haben wir die Energie aus den Schätzen extrahiert. Sie wird dann direkt zu Shepard geleitet. Gameboy. Da wird es geschreddert. Da hat ein Velo-Klingeli und eine Gabel. Wird ausgeschreddert. Lul. Ja, die Shepard hat wieder Energie. Die Shepard verfügt dank des aus den Schätzen extrahierten Glyceriums wieder über Energie. Wir haben es geschafft.
Die Systeme des Schiffs haben wieder Energie. Zwar reicht sie noch nicht, um damit zu fliegen, doch jetzt können wir mit dem Radar noch unseren Kollegen suchen. Sehr gut, Colin. Starte gleich das Radar. Vielleicht fangen wir ja schon direkt ein Signal auf. Es gibt sogar gleich mehrere SOS-Signale. Sie könnten von den vermissten Rettungscrew-Mitgliedern oder sogar von Captain Olimar stammen. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Retten wir sie. Ja. Gerettet 2. 300 Glycerium. Das ist ja interessant. Das Schiff vergibt automatisch Namen für die Objekte. Prinzessinnenspeer, anregende Klapptafel und Wegbereiter. Ja, das sind sehr interessante Spitznamen. Prinzessinnenspeer. So geil. Auf unseren Missionen treffen wir öfter mal auf unbekannte Objekte. Daher habe ich eine Evaluierungs-KI installieren lassen. Da sieht man mal wieder, wie akkurat so eine KI kann sein. Hm? Ein berühmter Gutachter hat bei ihrer Programmierung mitgearbeitet. Das Ganze funktioniert besser als gedacht. Prima. Ja, schon, aber ein Reserve-Energiegenerator hätte uns mehr genützt. Oh Mann. Sehr cool. Als ich Rauch aus der Shepard aufsteigen sah, war ich ziemlich besorgt. Ich wusste nicht, wie das ausgeht. Zum Glück konnten wir einige Reparaturen vornehmen. Wir mussten für eine Weile auf jeden Komfort verzichten und es geht nichts über eine sorgfältig zubereitete Mahlzeit. Und du bist dir sicher, dass wir genug Notfallrationen haben, Colin? Schließlich wissen wir noch nicht, wie lange wir auf diesem Planeten festsitzen. Ich habe unsere Vorräte 3-mal gezählt, aber ich sehe lieber nochmal nach. Gut, morgen geht es ans Erkunden, daher sollten wir Ochin gut ausruhen. Sollte sich Ochin gut ausruhen. Und du dich natürlich auch, Steffi. Und vergesst nicht, euch mit euren Missionen vertraut zu machen, bevor ihr schlafen geht. Nice. Abgeschlossen. Ach, du hast eine Markierung gesetzt. Dann weißt du ja schon, wie das läuft. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber anscheinend. Einfach eine Mission wählen und A drücken, um eine Markierung zu setzen oder zu entfernen. Dein Instinkt beeindruckt mich. Nutze Markierungen, um stets den Überblick über Ziele und Fortschritte zu behalten. Blablabla. Gut, das müssen wir als nächstes machen. He? Hui. Speichervorgang. Rettungsmission Tag 2. Guten Morgen allerseits. Fit und munter. Die Blümchen haben auch wieder Samen. Das heisst, wir können neue Pikmin machen. Yay. Gut, das wären dann wohl alle. Der dritte Teil war auch schon sehr toll gewesen. Besonders das Gewusel gefällt mir. Das fällt mir seit Jahren bei Siedler. Ja, das ist mega, das hat das Umgewusel, gell? Das ist voll cool, ja. Diese Strategiebesprechung ist hiermit eröffnet. Verstanden. Ich fasse mal die aktuelle Lage zusammen. Gestern wurden 2 Rettungscrewmitglieder und ein Rettungshund gefunden und das alles dank Steffi. Der Verbleib von 4 weiteren Kollegen ist allerdings unbekannt und die Shepard ist nicht einsatzbereit. Ich würde also sagen, dass wir bei unserer Hauptmission Captain Olimars Rettung auf einige Hindernisse gestoßen sind. Unsere oberste Priorität ist die Suche nach unseren 4 Kollegen. Steffi, Ochin. Fliegt in das Gebiet, aus dem unser Radar die Signale empfangen hat und findet die vermissten Rettungscrew-Mitglieder. Colin und ich bleiben beim Schiff. Wir werden euch von hier aus mit Informationen unterstützen. Keine Sorge, über die Drahtlosverbindungen der Shepard können wir jederzeit miteinander kommunizieren. Normalerweise würde ich einem Neuling nicht so viel Verantwortung zumuten, doch ich habe gesehen, was du leisten kannst. Außerdem steht dir auch Ochin zur Seite. Ihr 2 seid ein tolles Team. Chefin, was wird denn jetzt aus der Suche nach Captain Olimar? Sollen wir sie ganz offiziell auf später verschieben? Nein, vielleicht finden wir ihn ja, während wir nach den anderen Rettungscrew-Mitgliedern suchen. Ich werde diese Mission weiter als aktiv führen, nur für den Fall. Gut, dann erkläre ich diese Strategiebesprechung hiermit für beendet. Verstanden! So lustig. Shepard Captain Olimar ist auf einem unerforschten Planeten gestrandet. Mache ihn ausfindig, während du nach den vermissten Mitgliedern der Rettungscrew suchst. Okay. Yeah, ein Gewusel. Was weiter? Ansprechen. Wir können mit denen reden. Du hast erst... The New Girl. Hat er gerade The New Girl gesagt? Oh mein Gott. Du hast erst vor kurzem bei uns angefangen und schon viel geleistet. Du wirst doch weit bringen, keine Frage.
Beim Erkunden unerforschter Planeten muss man sich natürlich auf Gefahren einstellen. Aber du schaffst das schon. Warum ich mir da so sicher bin? Weil ich dein Potenzial sehe. Darum habe ich dich auch für die Rettungscrew angeworben. Nice. Setzus? Können wir da eigentlich... Ich müsste da etwas mit dir besprechen. Ja, okay, ja, ich komme zu dir. Es wird dich freuen, dass ich einige neue Funktionen auf deinem Tablet installiert habe, die dir die Arbeit erleichtern können. Sie sind sehr praktisch, also sieh sie dir noch einmal an, wenn du eine Minute Zeit hast. Gut, das war's auch schon, was ich habe sagen wollen. Bist du bereit für die nächste Expedition? Nein, noch nicht. Wenn du bereit bist, bin ich es auch. Sprich mich einfach an, wenn ich dir helfen kann. Ja, aber ich muss doch da noch... Komm. Wieder die Pikmin holen. Oder nicht? Ich weiß es aber nicht genau. Wo sehe ich meine Pikmin vor allem? Sind sie alle wieder fort? Ich frage mich, ob ich die mitnehmen kann oder nicht. Ich mache das auf jeden Fall. Mal, wo ich lieber einen zu viel habe als einen zu wenig. Oh. Komm. Da. Ah, da kann natürlich da gar nicht rauf. Ja, fair enough. Also komm. Da. Die anderen können wir jetzt gehen. Lücke. Und da ist noch eins. So. Hä, was ist mit dem? Ist es jetzt gegangen? Schaffst du es? You can do it. Wusel. Oh. Oh. Ich schieße die Gang. So, habe ich alle. Gut, kommen wir weiter. Aufbrechen. Das sind die Gebiete, die du derzeit erkunden kannst. Also, erzähl. Sonnige Anhöhen. Dort könnte sich ein Mitglied der Rettungscrew aufhalten. Schnell, wir müssen mit der Suche beginnen. Okay. Yes, wir können gehen. Ich frage mich aber, ob ich meine Pikmin mitnehmen kann oder nicht. Ah, sie kommen mit? Ah, die Sibyl hebt auch ab. Ja, darum bin ich aber vorher noch Pikmin zusammen sammeln. Ja, wo ich gedacht hatte, sie kommen vielleicht mit. Also, es hat anscheinend Crewmitglieder dort. Sonst wäre es ja komisch, wenn es dort wird gerettet noch von Fragezeichen stehen. Und wir müssen 1500 Glycerium zusammensuchen. Ja, das ist machbar. Das ist ja, glaube ich, nicht so viel. Es sind 6, 7 Gegenstände. Ja, wobei vielleicht sogar ein bisschen mehr. Je nachdem, wie gross sie sind. Yay! Hallo, hier spricht Colin. Meinen Daten zufolge bist du ohne Zwischenfälle im Zielgebiet angekommen. Einen Moment, ich lasse die Chefin erklären, wie wir bei der Rettungsmission vorgehen. Siehst du die Uhr oben links auf dem Bildschirm? Sie ist so synchronisiert, dass der Zeiger dann recht
was den rechten Rand erreicht, wenn auf diesem Planeten die Sonne untergeht. Suche tagsüber nach unseren vermissten Kollegen, aber kehre unbedingt zum Basiscamp zurück, wenn es dunkel wird. Verstanden. Wir zählen auf dich. Oh, vielleicht hast du dich schon gewundert, was diese Zwiebel in der Nähe der Beagle macht. Den Informationen aus dem Logbuch zufolge dient die Zwiebel den Pikmin auch als Transportmittel. Für ein schnelles Vorankommen ist es immer gut, Hilfe zu haben. Lass dich da draußen also von den Pikmin unterstützen. We will do that. Gut, jetzt brauche ich aber Zeit, die Pikmin aus der Zwiebel zu rufen. Ja. Kommen die da von allein? Ah, warte. Ah, ich muss rumstehen. Okay. Yes, eine ist auch bitte. Ich kann nur 20 mitnehmen. Okay. Hui. Es gibt Aufgaben zu erledigen. Gut. Yes. Oi. Einmal da. Oh. Einmal da. Was ist denn das? Was ist das? Ein hübscher Stein, oder? Ein Schatz ist das wohl nicht, aber vielleicht kann man damit etwas machen. Ich sehe mal Olimars Logbuch nach. Rohmaterialien. Ah, wirkt auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Stein, doch tatsächlich handelt es sich um fossilisierte Biomasse. Diese schmilzt bei Erhitzen und bildet eine lehmähnliche braune Substanz. Die gut formbar ist und vielseitig eingesetzt werden kann. Okay. Wenn es um Maschinen geht, kenne ich mich ganz gut aus, aber ich weiß nicht, wie man Materialien weiterverarbeitet. Wenn du Ross da wäre, er wüsste bestimmt etwas damit anzufangen. Vorläufig sollten wir das Rohmaterial einfach sammeln. Wenn Ross wieder da ist, wird er sich bestimmt darüber freuen. Nice, sammeln wir sie. Yeah, es gibt mehr Pikmin. Hahaha. Unendlich viele Pikmins. Hä? Warum kommen denn keine neuen Pikmin aus der Zwiebel? Wir empfangen Lebenszeichen, denen zufolge sich die Anzahl der Pikmin innerhalb der Zwiebel erhöht hat. Aha. Vielleicht kann sich nur eine bestimmte Anzahl Pikmin an der Oberfläche aufhalten, damit zu große Verluste vermieden werden. Yes, maximal 20. Hihi. Du darfst auch noch einen nachkommen. Yes, let's go. Hast du da gefressen? Hey, Vorsicht, da vorne ist etwas. Hihi. Yes, Rohmaterial ist transportiert, sehr gut. Dann machen wir kaputt. Hehe. Gut. Da lassen wir alle wieder rein. So. Was ist denn das? Bitte komm, Steffi. Was denn? Ich habe noch etwas Wichtiges vergessen. Um unseren vermissten Kollegen zu finden, wirst du Ochins Hilfe brauchen. Mit seinem guten Geruchssinn kann Ochin die Fährte unserer Kollegin aufnehmen. Halte Y gedrückt, um die Aktion aufzurufen und wähle dann mit Hilfe von links die Aktion Auftrag. Für den Anfang sollte der Auftrag Such genau das Richtige sein. Damit bringst dich Ochin direkt zu dem, was du suchst. Okay. Mit Y also. Bei einer Rettungsmission arbeitet man gegen die Zeit. Mach dir deinen Dandori können zunutze und finde unsere Kollegen. Dann machen wir das doch mal. Du wirkst verwirrt, Steffi. Hast du den Begriff doch nicht gehört? Wie erkläre ich dir das am besten? Dandori bedeutet, seine Aktion vorausschauend zu planen und beim Verfolgen seiner Pläne effizient vorzugehen. Okay, fair. Dann lernt man sogar noch etwas. Dieses Wissen ist etwas in Vergessenheit geraten, aber bei der Rettungscrew bemühen wir uns, es umzusetzen. Es ist sehr wichtig, dass man sein Dandori-Können verbessert. Wenn du nach unseren Kollegen suchst, wirst du es brauchen. Öffne für den Anfang einfach mit Y die Aktion und gib Ochin den Auftrag, unsere vermissten Kollegin zu suchen. So, Auftrag. Etwas beauftragen. Genau, such. Schätze, was Gestrandete. Lass einen Hund nach Gestrandeten suchen. Wir machen einfach zuerst mal Such.
Dann gehen wir mal schauen, was er sich erschnüffelt hat. Diese Wand muss aus dem Weg. Okay. Oh, nehmen Sie das mit? Lol. Ah! Ah, Lu, okay. Der bellt einfach nur, oder wie? Wie sollen wir denn der Fähre denn nun folgen? Was ist denn jetzt los? Jetzt, boah, ist lang gegangen. Lehm abgerissen, also Lehmwand. Okay, hurra, die Wand ist aus dem Weg geräumt. Ah, okay, eine Höhle. Tada! Na, sowas, das ist ja auch eine Höhle. Hier wimmelt es nur so von Kreaturen. Auf der Flucht von ihnen können sich unsere Kollegen in die Höhle zurückgezogen haben. Wir sollten uns darin mal umsehen. Yes, auf jeden Fall. Aber ich muss zuerst meine Pikmin einsammeln. Ah, das sind Eier. Oh, Nektar! Oh, yeah. Habt ihr das gesehen? Ihm ist eine Blüte gewachsen. Was geht da vor? Bei dieser Substanz da handelt es sich um Nektar. Wenn die Pikmin ihn zu sich nehmen, stimuliert das wohl ihr Wachstum. Dem Logbuch zufolge bewegen sich die kleinen Kelche umso schneller, je mehr sie gewachsen sind. Es sind wirklich ungewöhnliche Lebewesen. Das ist so cool. Sie kann holen die fehlenden. Ja, ich weiß, ich muss sie holen. Let's go. Jose Blümli! So cute! So, wollt ihr mal daher kommen, meine Liebe? Hä? So. Kommen wir hier rauf? Nein, kommen wir natürlich nicht. He? Also, dann gehen wir halt wieder zurück zum Nektar. Die sind wirklich schneller. Aber nie schneller als ich. So, hier trinken. So, wir wollen nicht hey. Schnell ein bisschen saufen hier. Wunderbar, dann können wir jetzt weitergehen. Und wir gehen hier runter. Ob es wohl einen Logbucheintrag zu diesen Koordinaten gibt? Da ist eine gefunden. Was? Frostkaverne. Auf der Suche nach Dolphinteilen betrat ich eine Höhle und traf auf eine Kreatur, die allen Naturgesetzen trotzt. Aha, und sie stieß eiskalte Luft aus. Wenn es nur Pikmin gäbe, die an die Kälte angepasst sind. Das Ökosystem dieses Planeten ist voller Mysterien. Seht euch das mal an. Dieser Olimar ist ja ganz schön gründlich. Wenn man nach diesem Logbucheintrag geht, sollte man Pikmin mitnehmen, wenn man eine Höhle betritt. Die Beagle kann die Pikmin zur Höhle bringen, sodass man sie nicht erst an der Basis abholen muss. Praktisch. Die Pikmin, die sich schon an der Oberfläche befinden, kehren automatisch zur Zwiebel zurück, wenn man die Höhle betritt. Okay. Also muss ich jetzt alle rein tun, oder wie? Frostkaverne. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, wenn wir einfach nicht reingehen. Und wir brauchen ja eigentlich Pikmin, wo... Also so frostige Pikmin. Sind das echt für die? Oder sind es Feuer-Pikmin, die ich habe und die trotzen Eis? We will see. Wir werden es sehen. Gut gemacht, Ochin. Du hast eine gestrandete Person gewittert. Das könnte eine unserer vermissten Kollegen sein. Schnell, bringen wir diese Person in Sicherheit. Hey, Raziel! Hello! Eigentlich kann ich aber noch ein paar Dinge so mitnehmen. Hallo? Nein. Hä? Kann ich jetzt... Ich habe nur 10.
Oh Mann. Was ist das denn? Um einen Schatz handelt es sich doch wohl nicht, oder? Schatz oder nicht. Es scheint eine kleine Menge Glycerium enthalten zu sein. Dann spricht auch nichts dagegen, besiegte Kreaturen zu sammeln. Ja, das kleine bisschen Glycerium hilft uns weiter. Ja. So. Das hat aber... Ah, Kompass. Cool. Du gehst bitte einmal das hier kaputt machen. Nice. Oh, Nektar. Da auch nochmal, oder? Ah, ne. Ich nehme das mit hier. Nein, jetzt wenn ich den Pikmin mitgenommen habe, ich dachte, ich kann die da unten auch rausnehmen. Aber anscheinend nicht. Ja, well. Was ist das echt? Ich glaube, das ist auch eine Rampe. Das bringt denen nichts, okay? Was will die Pikmin? Was? Oh je! Eis-Pikmin! Oh je, ist die herzig! Oh. Handelt es sich auch hierbei um Pikmin? Mal sehen, was dazu im Logbuch steht. Eispigment. Da Pigment zur Hälfte Pflanzen sind, hätte ich nie mit einer Eisvariante gerechnet. Eispigment können durch ihre Körpertemperatur Wasser und Kreaturen gefrieren lassen und wie Eis auf dem Wasser schwimmen. Nur mit Wasser begießen sollte man sie nicht. Ihre Körper bestehen aus Eis? Absolut erstaunlich, dass sie sich mit einem gefrorenen Körper bewegen können. Oh, so süß. Ja, kommt alle mit. Cool. Oh, der Gabi Blübli, ja! Sweet! Was ist denn das? Das ist ein Zibbele. Diese Knolle wirkt hier ganz schön unruhig. Die Farbe ist etwas blass für eine Zwiebel. Was meint ihr, sollten wir sie mitnehmen? Ja, auf jeden Fall, hallo? Wir nehmen alles mit, was wir können. Prima, die Pigments sind richtig hilfsbereit. Ja, ist mega praktisch. Was ist denn das? Es ist aus Gummi oder so. Sehr interessant. Selbst Otchen kann da nicht durchbeißen. Nee, ich glaube, da brauchen wir unsere Friends. Aber das kannst du mal mitnehmen. Feinde. No, help. Hast du irgendwo Pikmin vergessen? Kann gut sein, dass sie irgendwo rumstehen. Vielleicht sollte ich mal irgendwie zurück zur Basis oder so. Kann ich das nicht selber schieben? Boah, ich bin so useless. Ich kann gar nichts. Yeah. Hä? Diese Knolle sieht für einen Zwiebel etwas ungewöhnlich aus. Bringen wir sie an die Oberfläche, damit wir die beiden miteinander vergleichen können. Ja, aber nein. Ich muss jetzt meine Pikmin sammeln, die ich irgendwo liegen. Das machst du ausgezeichnet. Dankeschön. So, kommt mit. Gut. Let's go. Sei auch ein Blümli. Ja.
so cute. Einfach nur cute, Mann. Wirklich, sorry. Also wie süß ist das? Gut, das schieben wir weg. Dann müssen wir den Umweg nicht mehr machen. So. Papiertüte verschoben. Sehr gut. Dann können wir jetzt einfach hier durch. Perfekt. Müssen wir den Umweg nicht machen. Gut, gut. Eine Ladung Rohmaterial wurde transportiert. Sehr cool. Gut, gehen wir weiter. So, jetzt bitte das da hier noch wegmachen. Im Handumdrehen, komplett gefroren. Es sieht aus, als könnte es zerbrechen, wenn wir jetzt angreifen. Schnell, gib dem Pikmin oder Ochin den Befehl. Einfach auch, ne? Das heißt, es ist gut, das heißt, es ist fertig. Gut. Eisschelle beseitigt. Ah, ja, gut. So. Wir haben die gestrandete Person gefunden. Überprüfen wir schnell die Lebenszeichen. Puls, Blutdruck, Körpertemperatur, alles innerhalb normaler Werte. Das Lebenserhaltungssystem hat ganze Arbeit geleistet. Ich finde es herzig, Massi. Es ist echt cute. Ich finde es rumgewuselt mit den Blümchen. So schön. Jetzt bleibt nur noch der Transport zur Beagle. Dann können wir uns die Visitenkarte ansehen. Also, komm. Okay. Die machen das auch nicht mehr, oder? Der Waui kommt schon wieder zurück. Wo ich frage, kann ich da nicht rauf? Ja, ich kann da sicher rauf. Gut gemacht. Sehen wir uns einmal an, was die Visitenkarte uns verrät. Ja, das ist wirklich süß. Aber mit Nintendo könnt ihr wirklich langsam Sprachausgaben machen. Das stimmt. Das habe ich mir auch gedacht. Also dort sparen sie natürlich ordentlich ein. Also Games synchronisieren ist extrem teuer. Und mit dem ja, sparen sie natürlich auch ein bisschen Geld. Gell? Ah, das ist doch Raz! Ja, da haben wir ja genau gebraucht. Perfekt. Erfinder, Materialexperte und leidenschaftlicher Wissenschaftler. Aus Rohmaterialien kann er nützliche Hilfsmittel fertigen. Praktisch. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Das ist Raz, ein Wissenschaftler, der unsere Raumanzüge und die Shepard repariert und verbessert. Sein technisches Wissen wird uns auf unserer Mission von großem Nutzen sein. Raz. Du hast Raz, den genialen Wissenschaftler der Rettungscrew, gefunden. Suche weiter nach den verbleibenden Rettungscrew-Mitgliedern. Rettungscrew. Gut, kommen wir da rauf. Zur Oberfläche. Yes. Gerettet. Raz. Gesammeltes Glycerium. 201. Komplett erforscht. Nice. Und wir haben Frost-Pikmin gefunden. Witzig, dass man die so früh findet, Eis-Pikmin. Ich hätte das eher mit Wasser oder Elektro gerechnet. Also die blauen oder die gelben. So die Standard-Pikmin, sag ich jetzt mal. Aber dass wir die so früh finden, finde ich irgendwie cool. So, kleine Wochenende. Es ist schon 4 Leute. Nice. Ich freue mich. Das Spiel ist sicher ultra chillig auf der Couch zu spielen. Es ist noch nicht einmal Mittag, Leute. Sieh nur, Steffi, die Uhr. Dabei habe ich sie ganz bestimmt vor der Expedition synchronisiert. Wenn du an der Oberfläche gewesen wärst, hätte mindestens 6-mal mehr Zeit vergehen müssen. Aus irgendeinem Grund vergeht die Zeit auf diesem Planeten unterschiedlich schnell, je nachdem, wo man gerade ist. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Aber es bedeutet, dass du dir beim Erkunden von Höhlen Zeit lassen kannst. Nice. Das ist cool. Ha.
Hey, die Zwiebel wurde absorbiert. Im Logbuch steht, dass es sich bei der hellen Knolle um eine Knopfknolle handelt. Verschmilzt sie mit einer Zwiebel, erhöht sich die Anzahl der Pikmin, die sich außerhalb der Zwiebel aufhalten können, um 10. Cool. Oh, das wäre ja eine große Hilfe bei meinen Kunden. Dann versuch doch gleich mal mehr Pikmin aus der Zwiebel zu rufen. Ja. Also ich will 10 von denen, das ist gut. Und dann, also ja, echt die, die ich jetzt schon habe. Yes, danke schön. Cool, 30. Nice. Gehen wir mal weiter schauen, was wir da sonst noch so haben. Ich glaube, das ist nichts. Von hier aus kann man nicht daran ziehen. Das stimmt. Versuch's mal von der anderen Seite. Da irgendwie... Kann ich die drüber schmeißen? Oder kann ich da einfach... Nö, die kann ich auch, ja, aber... Hier. Wie komme ich echt da rüber? Die Beagle ist jetzt ziemlich weit weg. Ja, gell? Kann ich die da irgendwie... Nö, okay. Gut, gehen wir einfach mal da weiter. Dann kommen wir dann später wieder zurück. Da haben wir noch ein bisschen Rohmaterial. So, gut. Viel Spaß. Schon wieder diese Steinkreise. Wir finden sie immer an günstig gelegenen Orten. Ja, sehr praktisch. Ob Captain Olimar sie für sich hier zurückgelassen hat, also für uns. Nun, wie dem auch sei. Wir scheinen im Territorium dieser Kreatur da zu sein. Wir sollten hier eine Basis aufbauen. Das wäre ein kluger Dandori-Schachzug, um effizienter erkunden zu können. Und wir müssen unbedingt etwas gegen diese lästigen Kreaturen unternehmen. Ja, don't worry, Dalo. Oh, was? Wow, Feuer! Poff. Die Kreatur ist eingefroren. Schnell, jetzt gibt es keine Zeit zu verlieren. Das ist die Gelegenheit. Cool. Hey Frosty, wie geht's dir? Wunderschöne. No, 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 no! No, es brennt! Nein! Oh nein, ein Pikmin steht in Flammen. Schnell, lösche das Feuer, indem du B gedrückt hast. Okay. Ah, Schweinka. Eine neue Basis kann genutzt werden. Nice. Oh, Frosty, wie geht's dir? Ah, mir geht's gut. Endlich wieder Gaming mit Steffi. Ja! Ist gut, gell? Mega nice, finde ich auch. So, Basis verlegen? Ja, ja. Gehen wir mal daher. Stabiles Gerüst. Die Pigmentfarbe ist anders? Was? Neue Pigment gibt es nur in Zwiebelfarben. Ah. So, komm. Ui. Versaufen die echt? Ein Riesending. Kreaturen sollte man immer gut im Blick behalten, aber sobald sie sich bewegen, verliert man sie schon mal aus den Augen. Es gibt allerdings einen einfachen Trick, wie du eine Kreatur immer im Blick behalten kannst. Wenn du ZR drückst, um den Autofokus zu fixieren, kannst du dich ganz auf ein einzelnes Ziel fokussieren. Das macht es um einiges leichter, flinke Gegner zu verfolgen oder so zu zielen, während du dich bewegst. Okay, cool. R. Let's go. Alles drauf. Ja, es ist ziemlich gross, das ist so. Aber sie ist eingefroren. Muhahaha. Dir geht's gut? Sehr schön, das freut mich. Gut. Mal schauen, wenn wir hier durch... Wo einfach ein Elektrozone. Crazy. Han Weekend, bis zum Dienstag. Ja, komm, Dienstag? Ich hoffe nicht, dass du am Dienstag schaffst. Dienstag ist
1. August, Mann. Also eher bis zum Mittwoch, oder? Ui, ui. Ah, das machen sie von allein, okay. Nice. Gut. Aber ich muss auch mal mit zurückgehen. Ich glaube, ohne mich kommen die nicht mehr. Also die kommen nicht zu mir zurück. Ah, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Reinlaufen! Aber das machen wir nicht. Ich will nicht sterben. Bis zum Mittwoch. Okay, gut. Ich wollte sagen, hey. Ich wollte sagen. Das wär's ja noch gewesen. Was macht ihr hier? Filmenblöterle. Cool. Die können wir hier eigentlich auch noch mitnehmen. Wo einfach weggenommen. Haha, fies. Ah, und da jetzt noch. Ja. Soll jetzt einfach jemand einen herschmeißen, oder was? Ja, das habe ich eben gedacht. Oh no, schnell! Da fliegt der Pikmin. Ja, ist gut. Sie ist jetzt zurückgerufen. Oh nein! Und das könnte ich jetzt auch mitnehmen. Oder soll ich die Frostigen draufschmeißen? Die ignorieren es einfach. Wo sind sie eingefroren, oder was? Hä? Weird. Egal, lass mal. Oh, alle mitkommen. Lange haben wir nicht mehr Zeit, hä? Ist jetzt ein bisschen unter meinen Erwartungen geblieben. Was meinst du, Esti? Was ist unter deinen Erwartungen geblieben? Schon in Pflanzen haben sie aber. So. Auch so. Das Absaufen. Ach so. Du bist fies. Oh, da ist noch einer. Einfach drauf. Alles drauf. Alles, was wir haben. Gut. So, da können wir jetzt dann ziehen. Boah, einfach 10. Ja, das Absaufen hätte ein bisschen schlimmer können sein, aber ich bin froh, ist keins gestorben. No, what are you doing? Die müssen doch nicht da durch. Ja, egal. Ja, ist jetzt dumm gelaufen. Machen sie halt einen kleinen Umweg. Machen sie halt einen kleinen Umweg. Gibt Schlimmeres. Wie komme ich da rauf? Kann ich hier auch eine Abkürzung machen? Okay, da komme ich nicht durch. He? Wie komme ich dort rauf? Oh! Kann ich eigentlich irgendwie auf meiner Karte, wo ist meine Karte? Meine Karte noch gar nicht aufgemacht. Kann ich da eigentlich irgendwie etwas markieren oder so? Karte hier. Ah, die Zwiebel ist hat so eine Leine markiert. Gäbig. Das ist sehr praktisch. Das haben wir gern. Ein Erdbeere. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht einfach so rauf, oder? Nein. Also, schnell schauen. Kann ich die Frostigen hier... Ja, die machen halt irgendwie nichts so wirklich, hä? Da kommen halt nicht dorthin. Ah, kann ich mal da her. Da bin ich noch nicht gewesen.
Es sieht so aus, als hätte hier jemand begonnen, etwas zu bauen. Ich frage mich, wer das wohl war. Diese Konstruktion könnte uns sehr nützlich sein, wenn sie nur bereits fertiggestellt wäre. Jo. Ist nur mal die Frage, wie wir sie hier... Ah, dort hinten hat es noch so Zeugs, hä? Aber es ist schon Nacht. Ich gehe mal lieber zurück. Gehen wir lieber zurück. Ah, ich bin ja schon zurück. Ja, jetzt haben wir schon etwas. Da komme ich auch nicht rauf. Hui. Ja, die schnallen nicht, was sie müssen machen müssen. Wenn ich sie einfach nur aufschmeiße. Ah, da oben ist noch etwas. Da kommt man doch nicht einfach so rauf. Ah, es ist schon spät. Bei unserer Arbeit ist es wichtig, Aufgaben rechtzeitig zu beenden und zur Basis zurückzukehren, bevor es zu dunkel wird. Jo, wir können ja zurück. Alles gut. Wenn man nach Captain Olimars Logbuch geht, sollten alle Pikmin innerhalb dieses Radius sicher sein. Nachts scheinen die Kreaturen hier noch aggressiver zu werden. Falls irgendwo Pikmin zurückgeblieben sind, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sie einzusammeln. Beeilung! Let's go! Ich habe keine verstreute Pikmin, sie sind alle wie mir. Yeah. Und alle sind safe. Nice. Und jetzt? Warten wir. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach... Es ist natürlich auch ein Zufall, dass wir so nahe waren. Dann her, well. Aber nur mal die einen haben schon so... Der hat schon so... Der Rot da, der hat schon das Pommeli da. So ein weisses Pommeli auf dem Kopf. Was bedeutet das echt? Ich gehe jetzt nicht Nektar suchen. Sonst, ja, sonst plötzlich werde ich noch angegriffen und dann sterben meine Pikmin. Yes, Jasmin war in Japan. 3 Wochen, ja, das ist korrekt. Ja, unbedingt. Frag sie aus. Sie war in Osaka vor allem und noch ein bisschen Umgebung. So. Okidoki. Wir sollten alle safe sein. Das ist ein langsamer Countdown. Yeah. Ah, alle wieder in die Blüten, also in die Zwiebeln rein. Nice. Good night, everybody. Sehr chillig. Die wird auch für 3 Wochen gehen. Ja, sehr cool. Ja, da kannst du ausfragen in ihrem Stream. Sie wird sicher gerne erzählen. Also ich glaube auch, sie wird so oder so von Japan erzählen in ihrem Stream. Wäre ja doof, wenn nicht. So, ja, ich sehe auch, dass es schon 4:30 ist. Also eigentlich ist das perfektes Timing gewesen. Jetzt haben wir Tag 2 abgeschlossen. Nice. Quatschen wir noch schnell mit den beiden hier. Und dann wäre es eigentlich schon gewesen. Mal schauen, was sie da zu erzählen haben. Gerettet, der Russ. Wir haben das Glycerium. Dry, also 201. Sehr cool. Gestorben ist Chris. Willkommen zurück, Russ. Es freut mich, dass du alles Gute bestanden hast. Haha, ich war unbesorgt. Schließlich konnte ich auf das von mir selbst entwickelte Notausstiegssystem vertrauen. Das war natürlich sehr hilfreich, doch ich wünschte, du hättest auch uns anderen erklärt, wie man es verwendet. Wenn ein Notfall eintritt, sollte ein Notausstiegssystem schließlich intuitiv und einfach in der Handhabung sein. Also, jetzt, wo du zurück bist, Ross, hätte ich da eine Frage. Sind dir schon einmal Steine wie dieser aufgefallen? Haha, ach, mein lieber Colin, nicht nur sind mir diese Steine bekannt, ich habe sie auch bereits vollständig analysiert. Dabei fand ich heraus, dass sie bei Erhitzen ihre feste Form verlieren und sich nach Belieben formen lassen. Sogar ihre Eigenschaften ändern sich, wenn sie bestimmten Stimuli ausgesetzt sind. Ein wahrhaft vielseitiges Rohmaterial.
Prima. Du verstehst wohl nicht. Dies ist die ultimative Entdeckung. Nach einem solchen Material habe ich schon immer gesucht. Ich kalibriere zurzeit die 3D-Drucker, damit wir das Material nutzen können, sobald du es zur Beagle gebracht hast. Das wird von größter Wichtigkeit sowohl für meine Arbeit im Labor als auch für andere Bauprojekte sein. Das ist ja richtig toll, Russ. Ich wusste doch, dass wir gut beraten waren, einen Materialwissenschaftler mitzunehmen. Mit dir an Bord wird unsere Rettungsmission bestimmt noch reibungsloser wir sehen, ihr braucht Wochenende. Noch reibungsloser als bisher verlaufen. Sehr cool. Du hast Russ, einen genialen Wissenschaftler. Ja, genau. Ja, jetzt müssen wir weiterhin machen, das ist korrekt. Gut. Ja, nice. Rettungsmission Tag 3, das machen wir jetzt nicht mehr. Ah. Aber es ist echt cute. Ja, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr herzig. Also ja, klar, die Story ist jetzt nichts Spektakuläres und Weltbewegendes. True, er ist gross geworden. Holy shit, was? Bilde ich mir das ein oder ist Ochin über Nacht wirklich ein ganzes Stück gewachsen? Ah, hat er auch vom Nektar gegessen, in dem Fall? Und geschlürft hat. Das ist für Hunde seiner Rasse normal. Es bedeutet, dass er jetzt ausgewachsen ist und voll ausgelastet werden kann. Oha. Jö. Die Pikmin tollen ja heute ganz unbeschwert herum. Ja, ich glaube, sie wissen, dass Ochin auf sie aufpasst. Immerhin ist er jetzt erwachsen. Das ist schnell gegangen. Es freut mich jedenfalls, dass sie sich so gut verstehen. Meo. Ja, ein weiterer Vorteil von Ochins Wachstumsschub ist, dass er jetzt auf Mission Motivation sammelt. Oha! Mit dem richtigen Training ermöglicht sie ihm, neue Fertigkeiten zu lernen, die er bei unseren Einsätzen gut gebrauchen kann. Sieh dir nur an, wie motiviert er gerade wirkt. Mit der Stillauge, ja, auf jeden Fall. Rettungscrew auf eure Station, bitte. Verstanden. Oh, wie herzig. Ich erkläre diese Strategiebesprechung für eröffnet. Das Wichtigste zuerst. Russ, bitte bringe uns auf den neuesten Stand bezüglich der Verbesserungen an der Beagle. Haha, mit dem größten Vergnügen, Anführerin Shepard. Die Verbesserungen sind nämlich abgeschlossen. Das heißt, die Beagle verfügt nun über die Fähigkeit, gesammeltes Rohmaterial in vielseitig einsetzbaren Ton umzuwandeln. Ah, da können wir Brücke fertig bauen. Mit diesen neuen Funktionen ist es von nun an kein Problem mehr, Objekte direkt vor Ort zu bauen. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, wie wir diese Funktion nutzen werden. Ich schon. Aber das war ausgezeichnete Arbeit. Eine Sache noch. Wenn ihr mir Rohmaterial bringt, kann ich in meinem Labor praktische neue Hilfsmittel und Items erstellen. Zweifelsohne werden sie bei unseren Einsätzen von großem Nutzen sein. Ach, dann sollten wir also nicht nur Schätze sammeln, sondern auch Rohmaterial. Ja, was meinst du, was ich die ganze Zeit gemacht habe? Vorrang haben wir doch unsere vermissten Kollegen. Wir verlassen uns auf euch, Steffi und Ochin. Ah, und es gibt etwas, das ich später mit euch besprechen möchte. Es geht dabei um Ochins Training. Diese Strategiebesprechung ist hiermit beendet. Verstanden. Und damit auch der Stream. So, das